Lange ist es her, doch endlich geht es weiter mit New Super Mario Bros. U. Und zwar, da wir das letzte Mal stehen geblieben sind bei dieser verdammten Pincool Polonaise, genau. Dabei ist mir Mayonnaise viel lieber, aber gut, machen wir halt ein bisschen Polonaise. Und dabei ist auch noch der kleine Baby Yoshi, wieso plötzlich, keine Ahnung. Aber ich muss sowieso von neuem beginnen, weil, ja, ihr kennt die ganze Chose da mit New Super Mario Bros. U wegen der Wii U und so. Also neu beginnen halt seit dem letzten Speicherpunkt. Nein, es ist noch die gleiche Wii U, ich muss noch nichts nachspielen, zum Glück nicht. Was? Achso, Eisblume. Ja, das ist auch mit der Wii U und so. Jetzt für diejenigen, die vielleicht meinen Skyward Sword Part nicht gesehen haben, noch kurz zur Information. Der Grund, wieso jetzt die ganzen Wii U-Projekte so lange ausgefallen sind, war derjenige. Zum einen halt mal wegen der Weihnachtsfeiertage, waren sowieso ein bisschen, ja, anders stressig halt, Abschlussklausuren etc. kennt ihr ja sicher auch. Der andere Grund war halt, dass meine Wii U plötzlich das Gefühl hatte, sie müsse nicht mehr angehen. Ja, vielleicht kennt ihr, das war sowas von klar. Vielleicht kennt ihr auch sowas wie oder habt schon mal was davon gehört vom Red Light of Death, das ist sowas, ja, eigentlich was total Asoziales, was auch schon früher bei der PS3 und der Xbox 360 gab. Damals war es allerdings noch der Red Ring of Death oder das Blue Light of Death. Sprich, das sind halt solche Zustände, sobald ihr die Konsole einschalten wollt, dass es nicht richtig funktioniert, dass irgendwie ja halt nur so ein Lichtlein aufleuchtet, wie jetzt gerade zum Beispiel auch wieder. Das ist ganz kurz ein Blackscreen. Ich hoffe, ihr nicht auch. Nö, die View ist nichts, muss irgendwie gerade die Capture Card, die da ein bisschen rumspuckt. Auf alle Fälle habe ich da irgendwie so ein paar technische Ausfälle, sei es jetzt von der Wii U oder auch von der Capture Card. Und ich weiß noch nicht genau, wieso es überhaupt... Wow, Hilfe! Alter Schwede! Beruhigt euch mal, Freunde! Und ich weiß immer noch nicht, wieso es überhaupt auftritt, ob das irgendwas mit der Stromversorgung zu tun hat oder irgendwie da ein Kabel nicht ganz locker ist. Also zum Beispiel jetzt gerade da mit der Wii U, also sprich mit der Capture Card, wo ich da gerade irgendwie nur ein schwarzes Bild hatte. Ich hoffe ihr nicht. Ich habe da zumindest gerade nichts gesehen bei der Aufnahme. Da könnte es gerade natürlich gut sein, dass irgendwie die Capture Card gerade einen Moves gemacht hat oder irgendwie, wow, was weiß ich, da irgendwie für Ausfälle hat. Meine Fresse, hey, beruhigt euch mal, Freunde. Ja, keine Ahnung, ob es vielleicht irgendwie ein Wackelkontakt ist beim HDMI-Kabel oder irgendwie wegen der Stromversorgung. Hey, funktioniert ja. Ja, die gehen alle oben durch. Die Trottel. Der nächste. Na, noch einer. Oh, nicht ganz erwischt. Oh, okay, ich hau ab. Tschüss. Ja, das war halt so der Grund, dass ich halt letzte Zeit nichts aufnehmen konnte. Ich habe natürlich da mit Nintendo auseinandergesetzt und mit dem... Oh nein, das ist die Stelle. Nein, ich erinnere mich an die Stelle, die war scheiße. Natürlich auch mit denen, wo ich die Wii U gekauft habe, beziehungsweise bestellt hatte, da im November. Und die haben gesagt, ja, ich soll es zuschicken und so. Oder, beziehungsweise natürlich waren mal die erste Gründe. Moment mal kurz, ich erzähle gleich weiter. Ja, wie gesagt, ich erzähle gleich weiter. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich auch. Mhm. Mamma mia. Ja, habe ich irgendwie noch was im Inventar? Bevor ich gleich weiter erzähle, ein Stern. Ja, mal gucken, weiß ich überhaupt. Ich hatte bereits den ersten Speicherpunkt erreicht. Ja, mal kurz gucken. Ja, den hatte ich bereits. Nein, der wollte doch gar nicht, der wollte zuerst. Scheiße. Dann musste erst oben durch. Wow. Okay, jetzt wird's Heavy Metal. So. Haben wir es geschafft, wir haben es geschafft. Mario, was treibst du da? Uah. Alter Schwede. Ja, hat er mir da mit dem Kundendienst auseinandergesetzt, was man da machen könnte. Hab euch ja auch, da war es damals noch ein Infovideo, habe euch ja auch gefragt, was kann man da machen, habt ihr so eine Idee? Hat mir auch geschrieben, das war knapp. Nee, nicht das nicht, aber wir haben ja auch geschrieben, dass da irgendwie Anleitung gäbe im Internet. Aha, das war sowas von klar. Anleitung gäbe bezüglich da irgendwie was von 2 Minuten vom Strom nehmen und schauen, dass genügend Abstand zu irgendwelchen Wänden hätte, wenn man die irgendwie ins Regal stellen würde. Und ja, das ganze komische Zeug da halt. Habe ich alles auch gemacht gehabt. Ich hatte die ganzen Anleitungen ja auch schon gelesen. Da im... Wow! Kann ja fliegen. Hat natürlich auch schon die ganzen Anleitungen gelesen im Internet, was man da machen könnte, ob andere auch schon solche Erfahrungen gemacht haben. Haben sie auch. Das Problem ist nicht unbekannt. Ja, natürlich... Einfach natürlich einen Versuch gehabt, hat nichts funktioniert. Habe ich da erstmal die ersten 2 Tage da getestet. So, wie gesagt, halt am Strom nehmen und so, hat nie funktioniert. Immer nur das sogenannte Red Light of Death. Einfach die Konsole wollte nicht anspringen.
dachte mir halt so, ja gut, was kannst du jetzt machen? Variante 1 wäre gewesen, Konsole direkt einschicken. Hätte ich auch beinahe gemacht, weil, wow! Das war jetzt aber very, very knapp. Wow, hab's aber deshalb nicht gemacht, ja, weil ich mich damals noch in Prüfungen befand, keine Zeit hatte, Klausuren halt, kennt ihr ja. Und ja, das war der eine Grund. Der zweite Grund war, ich muss mich zuerst noch versichern mit den... Na Mario, was machst du da? Alter Schwede, Mario! Junge! Nein, wow! Alter Schwede. Stimmt, ich muss den sowieso einfrieren. Ich brauche die Münze da oben. Kommt da mal einer? Dann erzähle ich halt weiter. Ja, muss natürlich erst mit Nintendo auseinandersetzen und fragen. Ja, Nintendo, können wir da helfen? Und vor allen Dingen könnt ihr mir bitte die Speicherstände sichern. Denn natürlich mal zum einen die Network-ID würde verloren gehen. Das heißt, wir müssen eine neu erstellen. Gut, das wäre jetzt nicht so das Problem. Wow, was mich da mehr angegurkt? Oh. Nein! Verdammt! Ich muss da hoch! Die Sternmünze, mir rennt die Zeit davon, na gut, halt nicht, scheiß drauf. Das ist sowieso das Ziel. Ich hole mir die Sternmünze ein anderes Mal. Endlich haben wir zumindest mal das Level geschafft. Meine Fresse. Ja, Mario Time. Muss halt sonst mal da mit irgendwie der P-Frucht vorbeigehen oder so zum Hochfliegen. Geht sicher einfacher. Oh mein Gott. Anstatt die Pinguine halt als Eisfluss zu benutzen. Das Eisunterlag. Oh, der Zwischenboss. Schon wieder der. Ja, muss man da erst mit Nintendo auseinandersetzen, dass wir da auch die ganzen Speicherstände sichern. Weil vor allem für die Wii-Spiele, denn ich hatte ja... Wir wissen es ja von euch, ich habe da 2 Wii bei mir stehen. Die eine ist die neuere, die da halt... Hilfe. Die da keinen Grafikfehler hat. Die andere hatte da irgendeinen Chipfehler vom Grafikchip. Hat da irgendeinen kleinen Fehler, dass halt ein paar Pixel und so nicht richtig dargestellt werden. Trotzdem hatte ich halt auf der alten Wii all meine Online-Speicherstände, wie die zu Mario Kart Wii oder... Wow, das war knapp! Das war ja das Level, ach du Scheiße. Ja, die ganzen Speicherstände auch zu Mario Kart Wii und Super Smash Bros. Brawl. Genau, waren ja die ganzen Speicherstände. Die kann man ja leider nicht speichern. Ne? Ihr kennt ja da von der Wii und so, nicht speicherbar, Online-Spielstände. Natürlich auch die ganzen Spiele, die ich per Virtual Console gekauft habe. Sprich zum Beispiel Ocarina of Time, Majora's Mask, was war das noch alles? A Link to the Past von den Zelda-Reihen. Etc. Gab da noch einige und ja, die kannte man ja halt damals noch. Wow, da kann man jetzt, ja auch, Dankeschön, kann man ja jetzt von der alten Wii auf die neue Wii U transferieren, das klappt ja alles, aber leider ist dann, die ganzen Speicherstände auf der Wii sind dann komplett weg. So, wenn wir mal angenommen, ich würde jetzt die Konsole einschicken, die Wii U, und die würden mir die auch ersetzen. Tja, habe natürlich die ganzen Speicherstände nicht mehr. Und ich hatte da schon von einem gehört gehabt, dass sie das auch das Problem hatten, eingeschickt hätten zu Nintendo, beziehungsweise angefragt haben, könnte mir die Daten ersetzen und so. Und dann hat Nintendo gesagt, ja, kein Problem, sobald sie es eingeschickt haben, haben sie es nicht gemacht. Ja, und da wollte ich halt zuerst Gewissheit haben und dann, wie gesagt, sind irgendwie 2-3 Tage vergangen, habe wieder mal die Konsole angestellt und plötzlich ging es wieder. Da dachte ich mir so, hä? Wow! Das dachte ich mir auch, ja. Nee, das jetzt nicht, aber dachte ich mir, WTF. Die geht wieder, was mache ich jetzt? Das Problem war, ich war da gerade noch in den Klausuren drin, hatte gerade Mittagspause, wollte da irgendwie die Konsole noch einpacken und dann auf die Post bringen. Zu Nintendo schicken, aber natürlich, wenn du schon mal die Gelegenheit hast und die Wii funktioniert, die Wii U, was machst du dann am besten? Variante 1 wäre natürlich, nichts zu machen, das natürlich scheiße wäre. Variante 2 wäre zu zocken, was nicht ging, weil ich ja Prüfungen hatte am Nachmittag. Also, Variante 3. Ich habe einfach mal meine ganzen Wii-Spielstände gesichert. Ich wollte zwar auch die Wii U-Spielstände sichern, jetzt zum Beispiel von Assassin's Creed 3, Zombie und Mario, was machst du da? Oder auch von New Super Mario Bros. U, aber das geht ja nicht, weil da hat Nintendo wieder irgendwas, keine Ahnung, was sie dabei gedacht haben, aber man kann ja Wii U-Spielstände, kann man nicht mehr auf SD-Karten speichern. Geht nicht mehr. Toll, wa? Da hat mir halt so, ja gut, scheiß gelaufen, dann war's jetzt halt eben. Wenn sie heute schon angegangen ist, sprich, das war schon 1-2 Wochen her, wenn sie jetzt schon angegangen ist, geht es natürlich morgen auch wieder an. Was war am nächsten Tag? Nichts gewesen mit Späßen, ist nicht mehr angegangen. Da hat sie mir so, Heiland, Sack, oder beziehungsweise Kopfverdeckel, sie noch einmal, Leckmann, Schöbli, whatever. Was ist denn jetzt schon los? Wieso klappt das nicht? Womit habe ich das bloß verdient? Ja.
Und das ist halt die Zeit vergangen, dann vor etwa 2, 3 Tagen wieder, konnten wieder, cool, ging die Konsole wieder an, dachte ich mir, jetzt müssen wir mal testen, wo könnte es daran liegen? Liegt es irgendwie an der Stromversorgung oder hat einfach irgendwie die Wii U in Wackelkontakt? Tatsache ist, ich habe das Problem noch nicht rausgefunden, wie ich das Ganze lösen kann, aber Fakt ist, ich habe irgendwie wie eine Art Lotterie. Bitte? So, wollt ihr mich verarschen, so schnell? Okay. Ja, wie gesagt, das Ganze ist ein bisschen wie eine Lotterie, sprich, in einem von 10 Fällen geht die Wii U an und dann halt auch wieder weniger. Aber ich bin immer noch dabei, das Ganze zu testen und so. Ich habe auch schon die eine oder andere Vermutung, woran es liegen könnte. Zum Beispiel habe ich jetzt bei mir alle Konsolen und sonstiges Zeug, was da zum Let's Playen brauchen. Das sind etwa 6 Geräte, genau, habe ich ja an einer Steckleiste. So eine Steckleiste, die halt an der Steckdose angeschlossen ist, kennt ihr sicher von euch auch. Und diese Steckleiste, diese Stromsteckleiste nennt man die, glaube ich, die hat dann noch so einen An- und Ausschalter. Ja, halt ganz praktisch, um halt die Stromversorgung im Haushalt ein bisschen besser zu regeln, damit halt nicht ständig alle Geräte mit Strom versorgt werden. Da war es halt, oh Mann, ich kann gleichzeitig erzählen, hier zocken, das irgendwie geht's und irgendwie auch nicht. Hatte ich halt so überlegt, ja gut, vielleicht liegt es ja daran, vielleicht darf es nicht immer das Ganze ausstecken oder einschalten und so, vielleicht war das der Fehler, scheiße, das ist auch gerade ein Fehler. Vielleicht könnte es daran liegen und ja, ich muss das Ganze mal testen, bin ich jetzt gerade dran. Hatte vorhin mal einen Test gehabt, hat es funktioniert, dachte ich mir, ja gut, wenn es jetzt gerade mal funktioniert, nimmst du halt mal New Super Mario Bros. U auf. Und lässt sich hoffentlich nicht, töten, nicht wahr? So, das ist momentan der Zwischenstand hier bei der Wii U, also ich hoffe, ich kriege das Problem in den Griff und Variante 2 wäre halt, wenn es nicht in den Griff kriegen sollte, dass ich halt das Ganze, sprich jetzt hier die, den ersten Parts hier von Super Mario Bros. U, dass ich jetzt halt ein bisschen fortzocke. Sprich im Optimalfall, wenn es wirklich funktioniert. Geil. Das kann, wenn es funktioniert, geht noch höher. Ne, zum Glück nicht. Scheiße, ich wollte links jetzt noch gucken. Nichts gewesen mit Spesen. Dass ich halt in den nächsten 3 bis 4 Wochen da genug auf die Reihe kriege, zum genug Vorab aufnehmen, dass ich wirklich jeden Tag in der Woche eine Folge, zum Beispiel jetzt hier von Mario, dann bringen kann. Und dann natürlich im Optimalfall, dass das ausreicht und die Konsole, wenn ich sie einschicken würde, innerhalb von 3 bis 4 Wochen wieder zurückkommt, was ja auch noch nicht so klar ist, aber wie gesagt, ich hoffe immer noch das Beste und natürlich das Beste wäre, dass mit dem Ganzen recht hatte, dass irgendwie die Wii U, keine Ahnung wieso auch immer sie das haben sollte, oder irgendwie halt einen Defekt hat, whatever, dann der Stromleiste oder der Stromversorgung, dass halt, Tschüssikowski, scheiße Mann, dass halt, weil man da irgendwie den Strom abschaltet, dass es irgendwie wie eine Art kleiner Kurzschluss gibt bei der Wii U und die dann irgendwie für die nächsten paar Minuten nicht mehr einsatzbereit ist. Keine Ahnung, ich kann da nicht ganz raus aus der ganzen Chose. Aber irgendwie muss da ja wohl der Wurm drin sein. Speichern? Ja, speichern. Speichern beendet. Very, very thanks. A lot. So, ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen abgelenkt noch, versteht ihr? Ich gucke gerade auf die Uhr, 13 Minuten, gut, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe auch, dass ihr versteht, dass ich jetzt die Folgen hier bei New Super Mario Bros. U ein bisschen kürzen werde, sprich 20 Minuten maximal, ich mache sicher keine 30 Minuten Parts mehr, weil, wie gesagt, in Hinsicht darauf, dass die Wii U noch nicht so wirklich zuverlässig ist und das Ganze ein bisschen zu heikel mit so 30 Minuten Parts und dann wieder mal 2 bis 3 Wochen, vielen Dank auch, wenn wieder mal 2 bis 3 Wochen die Folgen ausfallen, das will ich nicht, ihr wollt das auch nicht. Und daher ist einfach mein Vorschlag, dass ich halt für die nächste Zeit wieder mal die Folgen hier auf 20 Minuten kürze. Oh Mann, der kommt ja da raus. Ah, verdammter Mist. Ja, so viel dazu. Jetzt endlich einmal wieder zurück zum Spielen, dass ich mal ein bisschen konzentrieren hier. Gibt's ja gar nicht. Bin ständig komplett abgelenkt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich abgelenkt bin, spiele ich ein bisschen besser. Kann das sein? Weil da mit dem Pinguin so hatte ich ja vorher nicht so. Im letzten Part, das ist zwar auch schon einige Wochen her, aber hat er nicht so gut ausgesehen. Erinnert euch sicher noch. Was zum, ich wollte auf den Pilz springen, du bist ein Assi, hey. Was mache ich bloß? Blöde Frage, Mario, was machst du wohl, hm? Einfrieren die ganze Chose, so sieht's aus. Gletscher der Stachelgumbas. Wow. Will ich erstmal wissen, was hat es jetzt eigentlich hier drin? Feuerblume, echt? Wollen wir verarschen? Wieso Feuerblume? Wenn es hier voll spannende Gegner gibt, wäre doch eigentlich... Moment mal kurz. Seht den Sinn noch nicht dahinter? Kann ich hier runter? Nö. Das ist doch scheiße. Ah, deshalb. Kann ich eigentlich, wäre so unlogisch, aber vielleicht geht's ja. Wow.
ja, Scheibenkleister, was? Ebenfalls noch vergessen, Freunde, ja, diejenigen unter euch, die ja hier New Super Mario Bros. U mit mir zusammen zocken, beziehungsweise verfolgen, die schauen hier vielleicht auch noch mein Super Mario Galaxy 2 Let's Play mit Kai an, sprich das Let's Play Together. Da gab es auch schon länger keine Folge mehr, ja, vielen Dank fürs Konzentrieren, Mario. Das liegt daran, zum einen mal, während Weihnachtszeit wollten wir eigentlich noch aufnehmen, da hatte ich aber keine Zeit, ja, irgendwie Familienstress und ja, kennt ihr Weihnachten. Verdammt, dafür hat es gebraucht, was? Nein, meine Feuerblume. Wo ist der? Kastanienpower. Ja, zum einen deswegen, dann wollten wir so Mitte Februar, sage ich schon, Mitte Januar aufnehmen. Ging bei mir nicht wegen den Prüfungen, Klausuren, jetzt würde es zwar gehen, aber jetzt ist Kai leider erkältet, eine schwere Grippe und daher müsst ihr da leider noch ein bisschen ausharren, Freunde. Ich hoffe, dass ich nicht allzu wild für euch, aber es ist sowieso nur noch eine Folge. Ja, nee, eine Aufnahme, weil ich glaube, eine Folge wird es nicht. Das ist der letzte Stern da und viele von euch, die Galaxy 2 bereits gezockt haben, die wissen, der allerletzte Stern da, Stern Nummer 242, der hat es echt in sich und ist nicht so easy zu holen. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Ich habe den noch nie versucht, wie gesagt, aber habe schon bei vielen da bei YouTube gesehen, die da sich daran fast die Zähne ausgebissen haben. Und das wird sicher noch sehr spannend werden. Wie komme ich denn da hoch? Hallo? Irgendwie versteckte Blöcke? Ah. Ja, geht doch. Geil. So, ja, wie gesagt, das wird vermutlich noch ein paar Tage dauern. Ich hoffe, dass wir da nächste Woche wieder aufnehmen können. Aber nur so für halt die Info, weil es nicht kommen sollte, dass Kai da halt noch eine Grippe hat und er sich natürlich zuerst auskurieren muss, weil ganz ehrlich, Gesundheit und Real Life sowieso geht natürlich vor. Das ist doch immer... Wow! Alter, ich bin im Feuer, Mario, wieso machen wir Feuer was aus? Ist ja kein Amaterasu hier. Mann, nee. Ich kann kotzen. Oder ich bringe lieber ihn zum Kotzen. Ach ja, so, wir sind hier immer noch so in Weihnachtsstimmung, nicht wahr? Weil so Schnee und Eis und so. Und daher meine Frage an euch. Wie habt ihr eigentlich Weihnachten verbracht? Wie war euer Weihnachtsfest? War es sehr gemütlich? War es stille Nacht, heilige Nacht so herum? Oder habt ihr eher ruhig genommen, nicht so wild Partys gefeiert wie vielleicht andere noch? Wow! Ich zwar auch nicht, aber es gibt ja solche, die da vor allem zu Silvester und so bis morgens um 4 und so feiern. Gut, wieso eigentlich nicht? Dieser Jahresende und Neujahresanfang, da kann man schon mal ein bisschen über die Stränge schlagen, wenn es nicht allzu wild wird, aber ja, halt trotzdem meine Frage an euch, wie habt ihr Weihnachten gefeiert? War es schön? Habt ihr auch schöne Geschenke bekommen? Und ja, halt das Ganze sorgt dazu noch was anderes, und zwar aktuell, wenn ihr hier schon ein bisschen Weihnachtsstimmung habt, beziehungsweise wenn es so kalt und Schnee und eisig ist. Wie sieht eigentlich das Wetter bei euch aus, Freunde? Ist bei euch auch gerade so schweinemäßig kalt oder habt ihr wenig Schnee? Wie sieht es aus bei euch? Habt ihr bereits schon halb sommermäßig, seid ihr drauf? Oder ich muss sagen, bei mir ist es so, sommermäßig natürlich noch nicht. Es ist eher so scheiße kalt. Schnee hat es eigentlich nicht wirklich viel, aber halt, ja, Eis und so. Man muss sagen, Schnee ist ja schon noch gut, wenn es so kalt ist, eher weniger. Und vor allem so Eis mag ich überhaupt nicht. Also ich bin eher der Regentyp. Ja, vor allem halt zum Zocken ist doch viel angenehm, wenn es draußen stürmt und regnet und alles mögliche. Das Wetter einfach nur grausam ist und ihr drin, ja, halt in eurem Zimmer sitzen könnt und euch, super, und euch überlegen könnt, ja, andere, die müssen jetzt draußen sein, die müssen irgendwie arbeiten, was weiß ich kann drinnen hocken, ich kann im Zimmer sitzen, zocken, alles Schöne, ach, ist das Leben nicht wunderbar. Ja, soviel zum Leben ist wunderbar. Keine Zeit, keine Zeit. Wow! Keine Zeit, keine Zeit. Wow! Keine Zeit, keine Zeit. Wow! Keine Zeit, keine Zeit. Das war geil. Ja. Wie ist das Wetter momentan bei euch, Freunde? Mögt ihr es auch eher, wenn es halt ein bisschen regnerisch ist? Oder halt natürlich schöner, mit ihr was draußen unternehmen könnt, das ist natürlich klar. Aber allgemein so Winterzeit, seid ihr da eher diejenigen, die viel Schnee mögen oder die nicht so schneefreundlich sind? Würde mich doch mal sehr interessieren. So, wir kommen hier gut voran. 12 Leben bereits, ist gar nicht mal so übel. Sieht auch schon mal schlimmer aus. Da kurz das hier machen und dann auch schon die Folge beenden, weil die muss heute am Samstag noch raus. Ihr kennt das ja da mit 2K-Rennen und so, Originalqualität auf YouTube, das ist immer so eine Sache. So, jetzt gut konzentrieren, ich will ja die will ich, genau. Verdammt. Ich will leben! Ihr wollt auch leben, nicht wahr? Wow, das war knapp. 3 habe ich bereits, gut. Nein! 4. Ein paar Münzen. 5, ich habe gerade einen. Scheiße. Wieder 4. 5 deswegen, oder vor allem 5, weil ich. Wow.
weil ich noch wieder 100 Münzen angesammelt habe und deswegen halt ein Level Up bekommen habe. So, mal gucken, da müssen jetzt 3 sein, oder? Yep, 3 Level Up, das heißt 16 Leben. Alter Schwede, ist das geil. Jupp, tschüss und das war's soweit. Wie es in der nächsten Folge weitergeht, hier bei New Super Mario Bros. U und dem nächsten Level zu, keine Ahnung, gehen wir unten lang, gehen wir oben lang, gehen wir rechts lang. Ich weiß noch nicht, was ich weiß ist, dass es wieder mal sehr spannend wird und ich mich wieder mal bei euch bedanken muss, will, kann, soll, whatever. Einfach dafür, dass ihr wieder mal reingeschaltet habt, dass ihr immer noch fleißig dabei seid am Schauen. Und deswegen vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei New Super Mario Bros. U. Ciao zusammen.